Hoffentlich erwischt mich keiner beim Falschparken. Ist das gerade Ihr Scheiß Ernst? Sie dürfen hier nicht parken. Sorry, ich park dann um. Ja, Kollege, das ist zu spät. Ich muss dir leider einen Strafzettel geben. Nein, bitte nicht. Das musst du dir vorher überlegen. Das sieht man doch, dass man hier nicht parken darf. So, ich rufe kurz meine Kollegin Garmin einmal herkommen. Ah, da bist du. Oh, Das ist meine ja, Kollegin Garmin. Willst du dir einmal kurz vorstellen? Ich bin die Garmin seit circa 2 Monaten dabei. Okay, Garmin, haltet laute Mundwerk. Guckst du in der Zeit einfach mal das Auto von hinten an? Dankeschön. Wie viel soll es denn kosten? Ja, das kann ich dir ganz leicht ausrechnen. So, das ist ein SUV, 2022 Baujahr, das ist hier Halteverbot, 500 Euro. Bitte nicht, das kann ich mir nicht leisten. Hör zu. Ich will das doch auch nicht. Aber der Staat, der ist mein Papa. Der füllt mir den Magen. So, innerhalb von 14 Tagen bitte bezahlen. Kommst du mal noch? Was? 14 Tagen bitte bezahlen. Herr Kotzi. Strafzettel. Grund, heiß aussehen. Strohmann. Zeuge, Let's Hugo TV? Ich war kein Zeuge, Bro. Beamter, Herr Eierlecker. Kosten 500, Digga, diese Scheißstriche. Um zu zeigen, dass da irgendwas richtig klein geschrieben wurde. Kommst du mal noch mal her, ich will dir noch mal was sagen. Ich war auch mal jung, ich hab auch mal viel Scheiße gebaut, aber falsch parken habe ich nie gemacht. Also tust mir gefallen, nächstes... Hast du die Handbremse nicht angezogen? Hast du jetzt ernsthaft meine Kollegin umgefahren? Ist das jetzt dein Ernst? Okay, Garmin, künstliche Atmung. Ey, seh zu, dass du mit deinem blöden Auto hier wegfährst. Okay, Garmin, Hose ausziehen. Das war das. Ist das die neue Meta? What the fuck is going on in Poland? Was macht Veto da, Digga? Hä? Schau, was er noch hochgeladen hat. Oh mein Gott. Nicht mal im Wasser, Digga. Ich war scheißen vorhin und hab actually den Veto Short irgendwie 3-mal gesehen, weil ihr kennt das alle, ihr müsst euren Arsch abwischen und währenddessen läuft euer Handy einfach weiter. Bro, und ich hatte das hier die ganze Zeit. Bruder, und ich dachte, als ich das erste Mal gesehen habe, ich dachte so, ja, okay, Veto macht wieder seinen Trip mit diesen Skins. Aber pass mal auf, warum er das wirklich hochgeladen hat. Das hat ein großes Problem. Er hat fast 2,5 Millionen YouTube-Abonnenten. Aber warum ist das jetzt ein Problem? Vor 10 Jahren, also 2015, als er nur 25.000 YouTube-Abonnenten hatte, hatte Banks dieses Video hochgeladen, in dem er darüber gesprochen hat, dass er gerne einen neuen Minecraft-Skin haben will. Dieser sollte einen Walraus darstellen und so sah der erste Entwurf dieses Skins aus. Allerdings waren die Kommentare unter diesem Video eher negativ gegenüber diesem neuen Walraus-Skin. Aber das ist noch nicht das eigentliche Problem, was ich meine. 14 Tage später hat Banks dann ein weiteres Video hochgeladen, in dem er seinen wirklich neuen Minecraft-Skin zeigt und falls es dir bekannt vorkommt, das ist genau der Skin, den Banks bis heute, also 10 Jahre und fast 2,5 Millionen YouTube-Abonnenten später immer noch benutzt. Guck mal, er baut richtig auf. Guck mal, wir sind, nur damit wir das wissen, wir sind mittlerweile gerade in 40 Sekunden, okay? Das ist ein Problem für ihn. Das werde ich dir gleich erklären, aber mir ist gerade aufgefallen, dass ich im Vergleich zu Banks nur eine halbe Million YouTube-Abonnenten wir sind habe, aber wir 50 versuchen, Sekunden. Banks in YouTube-Abonnenten einzuholen, wenn jetzt jeder abonniert, der gerade zuschaut. Danke schon mal für dein neues Abo. Okay, aber kommen wir zu dem großen Problem für Banks, was ich meinte. Da ich der Typ bin, der schon für alle großen YouTuber, wie zum Beispiel Paluten, Basti GRG und Luca Minecraft-Skins mittlerweile haben wir die Minute bin ich mir geknackt. zu 100% sicher, dass Banks Erfolg auf YouTube heute doppelt so groß wäre, hätte er sich vor 10 Jahren für den Walross-Skin entschieden. Und deswegen pixel ich jetzt für Banks seinen Walross-Skin, den er Und jetzt pass auf. damals vor 10 Jahren haben wollte und schicke ihm den am Ende des Videos, damit Banks ihn verwenden kann, damit er noch erfolgreicher auf YouTube wird. Zuerst bekommt der Skin ein Modell. Pass auf. Damit man Banks Wir sind mittlerweile in 1 Minute 17. trotzdem wiedererkennt, füge ich gleich noch darauf seine roten Haare hinzu. Entweder wird das gleich richtig geil oder richtig schlimm aussehen. Jetzt fehlt nur noch der Körper. Und weil es mich so viele fragen, wie ich meine Skins immer pixel, Banks Skin pixel ich gerade auf dem Red Magic Astra Gaming Tablet, weil das einfach die beste und cleanste Auflösung sowie den krassesten 100 Digga, das ist einfach ein Placement. Das ist einfach ein Placement, Digga. Ich dachte einfach, er würde wieder so Skin-Reels Shorts machen. Bruder, einfach, er hat da schön ein Placement so reingesneakt. mit dem super leichten und flachen Design perfekt für solche Arbeiten geeignet Digga. ist. Der Skin bekommt jetzt noch eine Bro, richtig clean. Was ist das hier? No! Hä? No! Where? Ihr habt alle keine richtigen Augen. Oh mein Gott! What the fuck? Hä, aber ist das mit dem Kind Ist das mit dem Kind wirklich passiert? Dass der Gold gehittet hat? Ich hol mir ein Kind und dann soll das für mich drücken den ganzen Tag.
Ey, by the way, habt ihr schon unsere neuen Emotes gesehen? Ado Danced, Ado You und Ado Sad. Digga, wie schrecklich. Sorry. Diese Tafel, oder? Ja, aber rechts hinten. Man sieht aber nichts. Warum bin ich das so lustig gerade? Was ist das hier? Alter, du bist doch shit, Bruder! Bro, er sagt lecker Eier, Bruder! Papa Platte lügt doch wenigstens nicht. Angefangen aber mit Papa Platte und Reese hatten fast einen Unfall, weil Papa Platte wohl nicht so ganz richtig geguckt hatte. Kannst du ganz kurz rechts schauen? Ist gar nichts. Alright, das ist geil. Jetzt kommt ein LKW, aber du schaffst das. Okay, du hast es. Aber Real Talk, den konnte ich nicht sehen. Also der kam mit 100 Sachen 80. Also, dass er mit den Haaren nichts erkannt hat, das wundert mich jetzt nicht unbedingt. Und ob das jetzt knapp war oder nicht, ist mir in diesem Video egal. Denn direkt danach war ich das Thema. Ja, macht einen TikTok davon, dann können wieder Leute Kommentare schreiben, hat Rybex wieder eine Miete für einen Monat. Und dann finde ich es ein bisschen traurig, dass er einfach straight up lügt. Er hat schon einen Clip gemacht oder einen TikTok gemacht dazu, dass ich ein Narzisst bin. Ich habe kein Video darüber gemacht, dass du ein Narzisst bist. Mir ist nur aufgefallen, dass viele Leute kommentiert haben, dass sie diese Edeltour hier nicht so gut finden wie die andere. In diesem Video war aber auch dieser Clip hier drin. Dominik, achso, ich soll den Film? Mann, Digga, ich schwöre, Dominik ist so auf heute. Boah, was hat er für einen Narzissmus-Kick heute? Um zu zeigen, unter welchen Clips hier auf TikTok diese Kommentare waren, also die negativen. Um danach meinen Punkt fortzuführen, um Papa Platte sogar zu verteidigen, um zu sagen, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Leute, die das in die Kommentare schreiben, sich auch nur die Clips angucken und nicht das gesamte Feeling des Livestreams. Ja, weil ich mich wer hätte wirklich das gedacht? verbessern möchte auf Kritik. Ich hätte gedacht, dass TikTok-Kommentare nur die TikTok-Clips sehen. Und ich weiß, dass Papa Platte das schon mal negativ angesprochen hatte. Nee, dass er sagt, das glaubt er nicht oder so, sagt er erst in den letzten 3 Sekunden, wo alle schon weggeschaltet haben, Bro. Habe ich das hier gemacht. Bevor Papa Platte sich wieder darüber aufregt, ich sage jetzt direkt meine Meinung. Denn ich sehe das Ganze nicht so einseitig. Ich habe es direkt angesprochen, dass ich nicht der gleichen Meinung bin. Und ich kann verstehen, warum Papa Platte oder du, wenn ich dich direkt anspreche, die Videos nicht so cool finden, weil es oftmals um Kritik geht, die du am liebsten wahrscheinlich einfach ignorieren möchtest. Das ist okay und die Meinung lasse ich dir. Aber mich aktiv vor 50.000 Leuten negativ zu framen mit Lügen, finde ich zumindest nicht cool. Das solltest du mir auch lassen. Weil mein Anspruch ist es tatsächlich nicht zu lügen und ich erfinde auch keine Kommentare. Gerne auch eine 1000 oder 5. Also, Mann. Nee, aber was er wirklich machen muss in jedem TikTok, ist seine Meinung direkt sagen. Weil das ist wirklich, also, okay, vielleicht hat er das jetzt gemacht bei diesem einen Ding, aber das ist wirklich immer so. Der sagt, das und das ist passiert. Die Kommentare natürlich, komplett negativ, weil die nur den Clip sehen. Was denkt ihr dazu? Und dann ganz am Ende kommt dann immer die Meinung, oh ja, ich finde, das ist nicht so. Das muss dann am Anfang kommen. Du musst einfach die Fresse halten. Bruder, es gibt hunderte Meinungs-YouTuber, Bro. Soll er seine Meinungs-TikToks machen? Bro, am Endeffekt, ich hate alle Meinungsblogger einfach. Ob YouTube, TikTok, keine Ahnung, aber was sollen die halt machen so, weißt du? Das heißt, gucken sich halt Leute an, warum sollen die es nicht machen? I don't speak English. I only speak funk. Leute, genießt. Oh nein. Nicht Schluck auf. Nein.